Hey Nathalie, das ist so cool da. Schau dir mal die Aussicht an. Mega schön. Hey, Berge, der See vor uns. Hey, und mega cool bist du auch mit dabei. Für uns ist es da gerade ein bisschen eng, aber ich glaube, du daheim hast hoffentlich ein bisschen mehr Platz als wir da. Auf jeden Fall, egal wo du bist, mega cool bist du da. Ja, und wir sind jetzt auch mal an einem abenteuerlichen Ort, wie das noch jemand gesagt hat. Aber der Knüsli war ja letztes Mal in China. Und schauen wir mal, wo er und der Geschwind heute hingehen. Da hat es noch eine Tür. Mal du, Amerika ist schon noch ein schönes Land. Noch wie viele Viecher hat es da umeinander. Aber seht ihr da die Freiheitsstatue? Symbol von der Freiheit. Boah. Das erste Mal, als ich das gesehen habe. Aber... Jawohl! Ich bin ein Cowboy! Hoi Geschwind! Hoi Knüsli, was soll das jetzt? Ich bin ein Cowboy! Ja, und was soll das jetzt? Wieso fesselst du mich? Weißt du, Bin ich eine Kuh? Meinst du, wie Cowboy Kuhbub heisst? Ja. Ja, sicher. Ich dachte, ich mache das einfach auch mal. Weißt du, der Cowboy ist in Amerika wie der Geiselpeter bei uns in der Schweiz. Ja. Ja. Und jetzt bin ich ein richtiger Cowboy. Ich habe da, vorne da in dem 2-Minuten-Crashkurs gelernt, wie man Lasso schiessen. Ja. Oh ja. Bravo. Ja, Jawohl, was und machst jetzt? du da? Was machst du da? Ja, ich bin jetzt gerade da, auf New York gekommen, habe die Freiheitsstatue angeschaut. Freiheit. Du bist aber nicht Freiheitsstatue, du bist gefangen, hä? Ja, ich merke es. Ja, aber du... Warte, ich mach dich noch Kannst du kurz mich frei. wieder befreien, irgendwie? Ich mach dich noch kurz frei, da, ja. Super, danke schön. Aber es ist in dem Sinne eigentlich ganz einfach, hä? 2 Minuten und du hast gelernt. Aber warte, ich muss kurz meinen richtigen Hut holen, hä? Ja, Bleibst gut. kurz da. Mach ich. Dann warte ich da. Ja, das ist doch auch ein lustiger Vogel, der Knüsli, hä? Jetzt hat er wieder die Idee, dass er ein Cowboy sein kann. Ja, nein. Geschwind. Ja. Geschwind, du, hör mal, ich habe noch mal eine Idee. Ja, besser als Kuhbub. Ja? Ich finde, Cowboy tönt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich bin ein Doktor, Professor, ich brauche etwas Besseres, so Präsident. Präsident Ja. Knüsli. Das wäre noch etwas. Ich meine, im November sind gerade wieder die Wahlen. Was für Wahlen? Die Wahlen? Sie wählen jetzt den neuen Präsident. Ah, die müssen mich wählen? Ja. Kann ich nicht irgendwie so aufs Arbeitsamt gehen und sagen, grüezi wohl? Dann sagen sie, grüezi wohl, Herr Knüsli. Dann sagen sie, ich möchte gerne Präsident werden. Nein, so funktioniert es nicht. Du Aber- gehst, aber ich- du gehst mit dem Team Aha. gehst du von Ort zu Ort, du dort Reden halten, Ja. du den Leuten sagen, hey, wieso soll ich Präsident werden? Du bringst Argumente, du Gegenargumente abwehren, du gehst zum Fernsehen, sagst dort, dass du Präsident werden willst, ist eine gute machst Idee. Werbung für dich, dass ist alle gut. denken, hey, der Knüsli, doch, das wird ein guter Präsident. Ich meine, er ist ja schon ein guter Cowboy, gell? Ja, aber das ist dann eben gleich nicht ganz das Gleiche. Bist du in dem Fall mein Team? Ja, komm von mir aus. Gut. Hilf dir. Dann machen wir es so, wir brauchen das Rednerpult und ich habe ein gutes Argument, wie ich Präsident werden könnte. Schau, da hat es gerade so etwas. Stellen wir das kurz auf. So. Also gut, dann mach mal ein bisschen Werbung für dich. Ich habe noch gutes Argument, darf ich das noch kurz holen? Ja, komm, aber schnell. Du musst mal freundlich lächeln und winken, sodass du in dem Sinne ein gutes Präsidententeam bist. Hey, einen Moment. Ja, gut, hä? Also, liebe Leute, hä? Wie ihr hier seht, veranstalten wir heute hier einen Wahlkampf für den Knüsli. Er hat sich kurzfristig entschlossen, zum Präsident zu werden und sind gespannt auf seine Rede. Er tut sich jetzt selber gerade vorstellen. Ja, grüezi miteinander. Mein Name ist Dr. Professor Alois Knüsli. Das ist mein Team. Team heisst für mich toll, ein anderer macht's. Ich mache die lässigen Reden, er macht das Drumherum. Mein Versprechen für Amerika, wenn er mich als Präsident wählt. In Amerika gibt es ja mega viele dicke Menschen, gell? Und darum habe ich als Knüsli, als Professor, habe ich ein fettfreies Hamburgerli entwickelt. Und das Das tue ist ich nicht- Ihnen gerne demonstrieren. Und das machst du, wenn du Präsident wirst? Nur wenn ich Präsident werde. Also, das ist wichtig. Denkt an eure Linie, wählt mich. Also, Also dann haltest du sozusagen deine Linie mit dem Wahlversprechen. genau. Ich bin ein geradliniger Präsident, sozusagen, nicht krumm.
Checkst. Gut, also. Als allererstes haben wir hier ein Brötchen. Das sieht aus wie ein Fußballbölle. Das ist mit speziellem Korn gemacht. Das schneide ich für dich auf. So. Wie da rein kommt dann der Belag. So, Deli. Und dann habe ich hier eine ganz feine Creme entwickelt. Hast du gerne Mayonnaise? Ja. Die ist wie Aber die Mayonnaise. hat doch ein bisschen Fett drin. Ja, die eben nicht. Hast du gerne viel Soße oder wenig? Ich habe mal gehört, Soße macht dick. Nein, diese Soße Dann- eben nicht. Darum wählen mich. Also, da schmieren wir ein bisschen drauf. Das musst du auch nicht mal verteilen, das macht es dann mit dem Inhalt. Und da ein spezielles Fleisch. Schau, das ist vom amerikanischen Bison. Weißt du, was ein Bison ist? Ja, das sind da die grossen Büffel. Genau. Wo der Kuhbub nicht verwünscht hat. Genau, der Kuhbub wünscht sich nicht, für die braucht es den Bison Boy. Den Bison Bub. Sehr gut. Und die mache ich dann kurz auf. Das ist eben von einer Produktion, ist schon verpackt. Und da tust du in dem Sinne dann die Sandwichli da belegen. Wie viel Fleisch willst du? Ja, alles. Alles? Ja, aber es ist, wenn mich jetzt da Ja, einer aber du bist ja der wählen- Entwickler. Wir lassen es so. Du musst in dem Sinne nicht zu viel Fleisch, weil zu viel macht dick. Und jetzt, Und jetzt? geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, tun wir euch den wunderbaren, fettfreien, dünnmachenden Hamburger präsentieren. Und dann könnt ihr mich wählen als Präsident. Also, probieren wir mal. Sehr knusprig, gell? Und? Was sagt mein Team? Mal, der hat Potenzial. Geiles Schwein. Und eben das Fleisch, das ist wirklich so Bisonfleisch, das wirklich schlank macht. Mal, du, den kann ich empfehlen. Geschwind. Ich muss geschwind fort. He? Ein guter noch. Aber was hat er denn jetzt? Also ich habe den noch gern. Aber was ist denn da passiert? Der macht er gar nicht dünn. Hey, wie willst du? Ach, geschwind! Geschwind verfolgen mich. Das Gute ist, dass er so dick ist, dann verwünscht er mich nicht. Wo ist er jetzt? Wenn ich den verwünsche, ich sage euch, der kommt noch etwas zu hören über. Ja, da hat der Knüsli und der Geschwind ein richtiges Abenteuer erlebt. Noch ein bisschen krasser als das, was wir hier erleben. Aber spannend ist es schon, diesen zwei beim Reisen zuzuschauen. Ja, und nicht nur der Knüsli war auf einem Abenteuer, sondern ja auch Gladys ist in China angekommen. Und dort wartet schon eine neue Herausforderung auf sie, nachdem sie sich eingelebt haben. Und komm, wir wollen doch mal schauen, was das für eine Herausforderung ist. Schau mal das Bild an. So viele Küchensachen. Sicher hast du bei dir daheim noch viel mehr als da auf diesem Bild. Kannst du gerade mal in deine Küche schauen. Kannst gerade mal Stopp drücken. Wahrscheinlich hast du alles gefunden, was da auf diesem Bild ist. Weisst du was, Gladys, die hat gar nicht viel gehabt. Sie hat nämlich nur noch 2 Tassen, 2 Hocker, 2 Bretter und 1 Schüssel gehabt. Überhaupt nicht mehr viel. Aber wieso echt das? Ist irgendetwas passiert? Ja, die Gladys erlebt eine sehr schwere Zeit. Der Krieg zwischen China und Japan ist bis nach Yangtze gekommen. Die Bombenflugzeuge kommen immer wieder über die Stadt und werfen ihre Bomben ab. Es herrscht ein grosses Chaos.
Auch das Haus von der Gladys ist getroffen worden. Aber man kann sie gerade noch unter den Trümmern vorziehen und ihr ist nichts passiert. Ja, Gott hat Gladys bewahrt. Er hat noch einen Plan mit der Gladys. Ja, Gott rettet, wer ihm vertraut. Gladys wird noch dringend in Yangcheng gebraucht. Ja, die Gladys geht sofort in die Stadt und hilft vielen Verletzten. Die Menschen, die leiden sehr in dieser Stadt. Überall laufen die Kinder herum, die ihre Eltern im Krieg verloren haben. Die Gladys geht von Dorf zu Dorf und erzählt den Menschen von Jesus. Sie wünscht sich, dass jeder Zuflucht finden bei Jesus. Nicht, dass sie gerettet werden vor der Bombe, sondern vor der ewigen Trennung von Gott. Ja, immer wieder nimmt Gladys auch Kinder auf. Als die Japaner gekommen sind, haben die Leute vom Dorf immer wieder in so Höhlen flüchten. Ihr könnt euch vorstellen, dass das richtig ungemütlich war für die. So eine Höhle, die ist nicht so gemütlich, oder? Die ist nämlich nass und es ist kalt. Also es war wirklich ganz schlimm für die Leute vom Dorf. Und sobald die Japaner wieder gegangen sind, haben sie wieder zurück können zu ihren Trümmern. Ja, darum hat Gladys auch nicht mehr so viel gehabt. Darum hat sie nur noch so wenig gehabt, wie wir am Anfang gehört haben. Als Engländerin hätte sie aus dem Land rausgehen. Aber sie hat gewusst, nein, da in China, da ist mein Platz. Da möchte Gott mich haben. Jetzt, wo sie nichts mehr hat, sie ist jetzt wirklich arm. Jetzt kann Gott sie am besten brauchen. Weil sie hat noch etwas, das den Menschen Mut machen kann. Ihren Glauben an den lebendigen Gott. Wegen diesem Gott kommt eines Tages auch ein höherer Mann auf Besuch. Der Mandarin kommt zu ihr. Er sagt zu ihr: IWD, seit Sie da sind, habe ich Sie beobachtet. Sie haben viel Gutes da. Ich möchte auch zu dieser Glaubensgemeinschaft gehören, wo Sie sind. Nehmen Sie mich auf? Aber Gladys sagt nein. Nein. Nein, sie sagt nein. Nicht ich nehme sie auf, sondern Gott. Gott ist der, der sie aufnimmt. Gladys freut sich mega, dass der Mandarin auch an Gott glauben möchte. Nicht die gescheiten Worte von der Gladys haben den Mandarin überzeugt, sondern durch die Liebe von der Gladys hat Gott zum Mandarin geredet. Gott kann auch durch dich zum Beispiel zu deinen Klassenkameraden reden. Los auf Gott und tu, was er dir sagt. Die Gladys hat sich um die gekümmert, wo niemand interessiert hat. Vielleicht kennst auch du jemanden, der von jedem gemieden wird. Vielleicht jemanden, der ausgelacht wird. Durch deine Liebe zu ihm kann auch er für die Rettung von Jesus vorbereitet werden. Ja, die Liebe von der Gladys, die war richtig ansteckend. Die Kinderschar bei ihr daheim ist immer wie grösser und grösser geworden. Mittlerweile hat sie schon etwa 100 Kinder bei sich gehabt. Stellt das mal vor, so einen riesigen Kinderhaufen bei sich daheim. Ja, es hat sich in der Stadt herumgesprochen, dass es bei ihr gutes Essen gibt und dass auch keiner abgewiesen wird. So ist es auch bei Gott. Jeder kann zu Gott kommen, wie er ist. Ob er gross ist oder klein, ob dick oder dünn, ob gescheit oder dumm, jeder kann zu Gott kommen. Er nimmt jeden gern auf. Ja, der Herr Lu, von dem haben wir auch schon gehört, der hilft der Gladys immer noch bei vielen Aufgaben. Die Gladys erzählt daheim auch den Kindern viel von Gott. Sie erzählt aus der Bibel Geschichten. Am liebsten erzählt sie die Geschichte, wo der Mose das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Wo die Israeliten alles packen mussten. Weil die Kinder, die müssen nämlich auch parat sein, um jederzeit ihr Bündel packen und gehen. So schnell sie können. Weil sie in die Berge flüchten, da die Japaner ja jeden Moment wieder kommen könnten. Eines Tages kommt ein chinesischer Offizier zu der Gladys. Er sagt ihr: Gladys,
Hinter den Bergen gibt es ein Waisenhaus, wo die Kinder hin könnten. Ja, und so entscheiden sie sich, dass der Herr Lu sich mit diesen 100 Kindern auf den Weg macht. Und der Weg, das ist nicht nur so schnell ein einfacher Weg, wo man schnell hingehen kann mit dem Auto, sondern man muss alles laufen und es ist ein mühsamer, gefährlicher Weg über die Berge mit schmalen Wegen und gefährlichen Stellen, wo die Kinder auch abstürzen oder sonst etwas passieren. Ja, aber er möchte es auf sich nehmen. Und so macht er sich auf den Weg. 2 Wochen lang ist er unterwegs, bis er beim Waisenhaus ist. Aber Gladys wartet vergebens auf ihn. Er kommt und kommt nicht zurück. Sie hat keine Ahnung, wie es ihm geht. Inzwischen hat Gladys wieder etwa 100 Kinder bei sich. Eine Frau bringt die Kinder schon mal in Sicherheit in den Bergen, weil sie weiss, jeden Moment könnten die Japaner wieder kommen. Nochmal einen Monat später kommt ein Soldat zu der Gladys. Er sagt ihr: Gladys, du wirst von den Japanern gesucht. Es ist ein Kopfgeld auf dich gesetzt. Was? Auf mich? Ja, ein Kopfgeld auf sie gesetzt heisst, wenn jemand Gladys zu den Japanern bringt, dann kommt er eine grosse Belohnung über. Das heisst, Gladys ist jetzt in grosser Gefahr. Alle raten ihr, dass sie flüchten soll. Aber Gladys sagt: ja, nein, aber da ist doch mein Platz, da gehöre ich doch hin. Gott hat mich doch da angestellt. Ja, was soll ich nur machen? Und so geht sie in ihr Zimmer, schliesst die Türe zu und nimmt ihre Bibel und beten. Sie redet zu Gott. Ja, sie sagt: oh Herr, sag mir doch, was ich tun soll. Ich weiss es einfach nicht. Und dann nimmt sie ihre Bibel und liest. Und dann kommt sie gerade auf eine Stelle. Im Buch Jeremia, Kapitel 49, Vers 30, steht: Ich, der Herr, fordere die Beduinen auf, flüchtet schnell und versteckt euch gut, ihr Stämme in der Gegend von Hassor. Denn der König Nebukadnezar von Babylonien will euch angreifen. Sein Entschluss steht fest. Jetzt hat Gladys gewusst, was sie machen muss. Sie muss flüchten. Und so übernachtet sie noch einmal in der Stadt. Es wird Abend und wieder Morgen. Und dann ist es zu spät. Sie sieht nämlich durch ein Loch im Tor, dass die Japaner schon auf die Stadt zukommen. Sie kommen direkt auf sie zu. Was soll sie nur machen? Ja, aber wir wissen, Gott kommt nie zu spät. Er hat immer noch alles im Griff. Der Gladys kommt nämlich in den Sinn, dass es hinten an der Stadt nochmal ein Tor hat. Das Tor wird eigentlich nur gebraucht, wenn jemand begraben wird. Aber durch das Tor kann sie jetzt gehen. Sie rennt so schnell sie kann durch das Tor raus in Richtung Berge. Sie rennt um ihr Leben. Plötzlich hört sie, wie Kugeln neben ihrem Ohr vorbeipfeifen. Man schiesst auf sie. Aber Gladys wird nicht getroffen. Sie kommt gut in den Bergen an. Gott hat sie wieder gerettet. Er hat sie bewahrt. Nach 2 Tagen kommt sie endlich bei den Kindern an, die schon in Sicherheit sind. Die Kinder freuen sich mega, die Gladys zu sehen. Sie fragen sie sofort, ob sie irgendetwas vom Herrn Lu gehört hat. Aber die Gladys hat keine gute Nachricht. Sie hat etwas gehört vom Herrn Lu. Sie hat gehört, dass der Herr Lu auf dem Weg zurück gefangen worden ist von den chinesischen Soldaten. Sie haben nämlich gemeint, dass er ein japanischer Spion ist und haben ihn gefangen genommen. Aber hat denn Gott jetzt versagt? Nein, Gott hat nicht versprochen, dass er uns vor allem beschützen wird. Aber er hat versprochen, dass er uns vor der ewigen Trennung von Gott retten wird. Alles, was wir tun müssen, ist an ihn glauben, an seinen Sohn Jesus Christus. Das hat auch Gladys gewusst. Und sie weiß jetzt auch, dass sie jetzt mit diesen 100 Kindern über die Berge flüchten muss. Weil der Herr Lu ist ja nicht da. Es ist niemand anders herum, der
die das mit den Kindern machen können. Und so packen sie alle ihre Sachen und machen sich auf den langen, mühsamen Weg. Ja, die Kinder freuen sich momentan noch mega auf das grosse Abenteuer. Und wie es weitergeht, hört ihr nächsten Sonntag. Ich tue noch zum Schluss beten. Danke vielmals, Herr Jesus, ja, dass du uns gerettet hast vor der Trennung von Gott. Danke, dass wir wissen, wenn wir an dich glauben, dass wir nicht verloren gehen. Danke, dass du immer bei uns bist. Amen. Ja, Gott rettet, wer ihm vertraut. So wollen wir doch zusammen jetzt das Lied singen, Jesus kam für dich. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um dich und mich zu retten vor der ewigen Trennung von Gott. Wie Tabitha schon angekündigt hat, singen wir jetzt zusammen ein Lied. Steht doch alle die auf, so kann man besser singen. Jesus kam für dich, Jesus kam für dich, Jesus kam für uns als Retter und Retter. Jesus kam für dich, Jesus kam für dich, Jesus kam für dich und mich. Ist der ganze Welt, darum halt dich auf den Weg, stell ihn zu, der widersteht. Und der Refrain. Jesus kam für dich, Jesus kam für dich, Jesus kam für uns als Retter und Retter. Jesus kam für dich, Jesus kam für dich, Jesus kam für dich und mich. Für die Schuld der ganzen Welt macht er sich auf den Weg, starb am Kreuz, damit ich bin. Und nochmal der Refrain. Jesus kam für dich, Jesus kam für dich, Jesus kam für uns als Retter und Retter. Jesus kam für dich, Jesus kam für dich, Jesus kam für dich und mich. Ja, wer auf Gott vertraut, der wird gerettet. Das haben wir auch heute in dieser Geschichte wieder gesehen. Ja, und auch heute müssen wir schauen, wie gut du daheim aufgepasst hast bei der Geschichte. Aber das Quiz wollen wir nicht da machen, sondern ein bisschen weiter rennen. Dort haben wir eine schöne Aussicht auf den See. Genau. Und damit wir das Quiz nicht nur ins zweite machen, haben wir den Joshua dazu geholt. Und er wird jeden Moment da sein. Bis dann kann ich euch schon mal sagen, dass es das mal coole Giottos zu gewinnen gibt. Sehr fein, also füllt die Fragen aus und der Gewinner bekommt das Pack von diesen guten Giottos. Ja, Frage 1 von dieser Geschichte ist, wo haben sich die Kinder vor den Japanern versteckt? Antwort A ist im Haus, Antwort B auf dem Feld und Antwort C in der Höhle. Ja, und Frage 2 ist, wer hat der Gladys vom Waisenhaus hinter den Bergen erzählt? Antwort A, der Herr Lu. Antwort B, ein chinesischer Offizier. Oder die Antwort C, ein Waisenkind. Und die dritte Frage, was hat Gladys während dem Krieg gehabt? Antwort A, 4 Hocker. Antwort B, 3 Tassen. Oder Antwort C, ihren Glauben an den lebendigen Gott. Ja, und wenn man da schon das Wasser sieht, vielleicht können wir ja nächstes Mal einmal auf dem Wasser oder beim Wasser sein, oder? Vielleicht hat es- Für heute ist die Zeit leider zu knapp, dass wir noch auf den See gehen, aber vielleicht sehen wir uns nächste Woche dort. Bis dann und gute Woche. Tschüss!